Hallo miteinander, ich bin Nadine und heute möchte ich euch zeigen, was wir uns Neues gekauft haben. Und zwar haben wir uns den Cruiser Kit KK2 gekauft und wir tun doch gerne mal miteinander auspacken. So, da haben wir unseren Cruiser Kit KK2 im vollen Gange schon aufgestellt. Ja, wir machen jetzt einen Rundum-Film, um zu zeigen, was da alles Spezielles hat. Und ich möchte euch dann einfach erklären, auf was ich geschaut habe im Kauf. Mit rund 700 Franken ist der Cruiser in der mittleren Preisklasse. Er hat einen integrierten Regenschutz, der mit Rissverschlüssen auf beiden Seiten abgezogen werden kann und unten drauf mit einem Klepp befestigt. Ich finde es super, dass der Regenschutz integriert ist, weil so wird er nicht vergessen und geht auch nicht verloren. Die Bremse ist beim hinteren rechten Rad und kann mit der Hand oder mit dem Fuß bedient werden. Ich finde die Bremse tipptopp, aber für mich fehlt eine Handbremse an der Lenkung. Weil wenn ich den Wagen als Kinderwagen brauche und eine steile Strasse runtergehe, ist es einfach ein bisschen streng, um den Wagen dann auch heben, ohne eine Handbremse zu haben. Ja, alle Rädchen können mega einfach durch einen Knopfdruck abmontiert werden. Das finde ich auch mega wichtig, weil eben das vordere Rädchen muss abmontiert werden, wenn man als Veloanhänger braucht. Und man muss da dann nicht stundenlang umschrauben, sondern kann einfach mit einem Knopfdruck das Rädchen wegnehmen. Das finde ich wirklich praktisch. Ja, die Kinder können auf diesen zwei Sitzen hinten dran mit einem 5-Punkte-Gurt angeschnallt werden. Und ich finde es einen super praktischen 5-Punkte-Gurt, weil jedes Teil einzeln eingesteckt werden. Also das heisst, man muss nicht bei den Kindern durch die Ärmel durchschlaufen. Und das finde ich vor allem praktisch, wenn die Kinder irgendwie ein bisschen müde oder trötzelig sind, kann man einfach so anschnallen und oben durch anschnallen und muss nicht noch da durch die Arme durchzwängen und so. Also finde ich es tiptop praktisch so. Ja, und auch für die Füße hat es bei den Kindern vorig Platz. Also sie können auch noch 7 Kuscheltierchen und eine warme Decke mitnehmen. Und haben auch dann noch Platz für die Füße. Nein, auch der Boden finde ich tiptop. Also sieht qualitativ gut aus. Ich habe das Gefühl, wenn es da mit dreckigen Waldschuhen oder so in den Wagen einsteigen, kann man den nachher tiptop putzen. Also es sollte kein Problem sein. Ja, es hat auch ein Rücklicht mitgeliefert gegeben und das finde ich auch super, eben für die Sicherheit. Wenn es das nicht gegeben hätte, hätte man das noch selber gepostet. Aber eben hier beim Cruiser ist es schon dazu, also tipptopp. Ja, bevor ich den Cruiser gekauft habe, habe ich natürlich auch ganz viele andere Veloanhänger angeschaut. Und was mir mega wichtig war oder was ich einen mega Pluspunkt gefunden habe für den Cruiser, ist, dass es da so einen grossen, integrierten Kofferraum hat, wo wirklich auch viel Platz hat. Alle Sachen, die man braucht für die Kinder. Man kann auch noch posten gehen und der Einkauf hat auch noch Platz. Die eigene Handtasche hat noch Platz. Also tipptopp. Und ich habe bei vielen Veloanhängern wirklich gesehen, dass da einfach nur eine kleine Tasche eigentlich hinten dran angemacht hat, wo selbst nur vielleicht ein Wickelrucksack und eine kleine eigene Handtasche drin Platz hat und nicht wirklich sicher und auch nicht mehr. Also man kann gar nicht mehr posten gehen oder so.
Und ich wollte den Cruiser vor allem auch, um mal schnell im Dorf in den Laden gehen oder so. Also tipptopp. Ja, es hat auch eine gute Federung, wie ihr seht. Es ist nicht so eine gewohnte Federung mit den Metallspiralen, sondern es ist eben so, wie ihr hier auf dem Video seht, so eine spezielle Federung. Ich finde, sie sieht qualitativ mega gut aus und ja, ich teste sie jetzt ein bisschen durch den Wald fetzen und so. Mal schauen, aber ich habe das Gefühl, das ist eine gute Federung. Ich kenne sie nicht, ich muss sie jetzt wirklich noch ein bisschen ausprobieren, aber ich habe das Gefühl, das ist etwas Gutes. Ja, zum Zusammenklappen und wieder aufstellen ist es momentan noch ein bisschen streng, muss ich ehrlich sagen. Es ist zwar wirklich ein kurzer Handgriff, also man muss die roten Fälle rauf tun und dann den schwarzen auf die Seite klappen und dann kann man abdrücken und zack, ist er zusammengeklappt. Eigentlich eine ringe Sache, aber momentan ist es wirklich noch streng, um die Fälle aufzudrücken und das schwarze über zu klappen. Ich habe das Gefühl, das ist einfach so, weil es halt noch neu ist und es sollte da mit der Zeit ein bisschen geschmeidiger gehen. Also ich habe einfach die Hoffnung, dass es dann irgendwie mit der Zeit den ringer geht. Aber vor allem streng finde ich es jetzt auch noch, um ihn wieder aufzustellen. Also man muss wirklich mega dagegen drücken, mega dran herumziehen und ja, bis es sich da wieder einklickt. Und es ist wirklich streng und braucht auch gerade ein bisschen Zeit. Aber ja, das ist eigentlich für mich der einzige wirklich negative Punkt, dass da ein bisschen streng ist. Und ja, bei dem habe ich auch noch Hoffnung, dass es mit der Zeit besser wird. Ja, ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen Inputs geben, euch ein bisschen Fragen beantwortet zu dem Cruiser. Und ja, macht's gut. Tschüss miteinander.